4 Stunden kann man ziemlich viel verschiedenes Zeug machen. Zum Beispiel, nach dem Video von Marco Frisoni, eine ganze Warcry Warband Speedpainten. Das Video ist in der Beschreibung, falls ihr es diese anschauen wollt. Und das hat mich inspiriert, mich zu fragen, ob ich das Gleiche auch machen kann. Ich habe die gleiche Warband ready. Ich habe keinen Airbrush, aber ich habe Drybrush, wenn ich all meine Modelle anmale. Und ich bin eigentlich auch so ein bisschen ein Speedpainter. Ich bin überhaupt kein Painter sonst, aber ich habe es gerne, wenn meine Modelle schnell und gut aussehen. Und darum habe ich mich gefragt, kann ich das auch? Und habe mich an diese Challenge gewagt. Wenn ihr wissen wollt, wie es rauskommt, viel Spaß! So, wir haben hier die 9 Modelle, die ich jetzt painte. Alle sind schon primed, also schwarz angesprayt. Aber sonst noch nicht, also noch nicht based, nicht weiter bearbeitet. Wir haben jetzt dann gleich 5 ab 1. Zack, jetzt. Und wir starten die 4 Stunden und schauen, wie weit ich komme. Ich habe gestartet mit einem violetten Drybrush. Einem groben Drybrush, einfach mal komplett über das Modell drüber gefetzt, um ihnen mal einen schönen, nice violetten Undertone zu geben. Und bin dann gerade weitergegangen mit einem hellgrau, um so ein bisschen die Haut hervorzuheben. Und ich habe zuerst gedacht, ja, ein grauer Hautton könnte noch geil sein. Für die Base habe ich so ein bisschen Texture, so eine beige Texture gebraucht und bin einfach nachher mal komplett dort über das Base drüber, um mal eine gute Grundlage zu geben. So, wir haben etwa eine halbe Stunde vergangen und wir haben jetzt einfach mal angefangen, das Modell mit so einem violetten Drybrush mal zu überdecken als Grundfarbe. Und das haben wir jetzt mal mit allen 9 gemacht. Und als nächsten Schritt gehen wir weiter zum Basen. Ja, und dann wählen wir etwas Simples, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren bei der Base. Von der Zeit her haben wir jetzt etwa 1 Stunde, also es ist 8 ab 2. Und was wir gemacht haben, wir haben so ein bisschen mit Grau versucht, die Haut hervorzuheben und einfach mal eine simple Base, ja, Gestaltung, die wird nachher noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen andere Farben und so. Genau. Ja, noch 3 Stunden. Das heisst, wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen Zeit haben, so ein bisschen die Sachen, die noch nicht so schön sind, auszubessern. Aber bis jetzt läuft es ziemlich gut. Und ja, jetzt geht es wahrscheinlich weiter mit den Waffen oder mit den Kleidern. Muss ich noch schauen. Die nächste Schwierigkeit war so ein bisschen der Umgang von ihren Schattencapes, die sie alle haben, zu ihren Kleidern zu machen. Für das habe ich mir gedacht, machen wir die Kleider so ein Blau. Ihr seht, das ist offen gerade dort. Und nachher mit einem leichteren Drybrush bin ich schön vom Grau vom Violett über ins Blau gegangen. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Ich bin vom Effekt überzeugt gewesen. Als nächstes habe ich dann mich an die Waffe gewagt. Für die Waffe nehme ich meistens, dass es eine gute Wirkung hat und simpel ist, ein Silbrig und ein Bronze. Und dann einfach mal schnell die Waffe so drybrushen, bis ich zufrieden bin. Manchmal ein bisschen fester, dass ein bisschen mehr silbrig vorkommt, manchmal ein bisschen gröber, dass noch ein bisschen vom Schwarz sichtbar ist. Einfach so, dass das für mich stimmt und zum Modell passt. That's the clock. Ja, yeah, genau. Wir haben jetzt 12 ab 3 und wir sind nicht schlecht vorwärts gekommen. Meine Hand sieht schon fast aus wie das Modell selber. Aber wir haben jetzt bei dem Modell so ein bisschen die Haut schon mal gepainted. Dann die Waffen jetzt auch. Und das so ein bisschen die Base auch. Ja, was ich jetzt noch machen will, ist die Haut noch ein bisschen schöner machen und vielleicht bei der Kleidung noch ein bisschen die Rüstungsteile hervorheben. Und dann natürlich noch die Base. Aber ja, wir kommen gut vorwärts. Wir haben ein bisschen weniger als 2 Stunden. Was eigentlich ganz gut ist. Jo. Mit der Haut bin ich dann schlussendlich doch noch nicht ganz zufrieden gewesen, weil das Grau einfach sich zu wenig hervorgehebt hat im Vergleich zum restlichen dunklen Color Scheme. Und darum habe ich schlussendlich doch zu einer Hautfarbe gegriffen und bin einfach mit dem mal drüber gegangen. Für die Rüstungsteile habe ich dann nachher, um auch nochmal den Kontrast ein bisschen hervorzuheben, das Rot genommen und einfach die kurz drybrushed. Und es hat ziemlich gut reingepasst zum Blau und Violett schlussendlich. Ja, mit diesen Effekten bin ich dann zufrieden gewesen. So.
Ja, wir haben 20 vor 4, das kann etwa 1 Stunde und 20 Minuten zum fertig machen und ich bin schon fast fertig eigentlich. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist die Haut noch ein bisschen hervorgehoben mit doch mehr hautfarbigen Ton und weg vom Grau. Einfach, dass es noch ein bisschen mehr Kontrast gibt. Und dann noch ein paar kleine Details noch. Und jetzt, das Ziel ist noch ein bisschen Kontrast zu setzen. Sie haben noch ein paar so Diamanten und so, die ich noch hervorheben und die Base noch fertig machen. Ja, ich denke, ich bin gut in der Zeit. Es ist anstrengend, seit fast schon 3 Stunden zu malen, aber es kommt gut. Ja, ich hatte noch ein bisschen Zeit übrig gehabt und darum bin ich einfach nochmal über alles drüber gegangen, was mir noch nicht so gefallen hat. Die Base habe ich fertig gemacht, indem ich so verschiedene Grautöne, so ein Dunkel- und ein Hellgrau drauf gefetzt habe. Und dann, was ich noch ausgebessert habe, sind verschiedene Stellen gewesen, wo zum Beispiel ein bisschen die Hautfarbe in die Kleider rein ist oder umgekehrt. So ein bisschen das Violett in die Hautfarbe oder die Waffen nicht gepasst haben. Dann habe ich einfach alles nochmal korrigiert und geschaut, dass so die groben Details, für die ich halt noch Zeit hatte, auch gepasst haben. Dass es nicht so grobe Schnitzer drin hat. Ja, und so ein bisschen alles schlussendlich stimmig war und einen guten Eindruck gemacht hat im Allgemeinen. Und dann natürlich Base-Render, etwas vom Wichtigsten. Das gibt für mich immer einen finalen Touch, wenn das Modell einfach einen schönen Base-Rand hat. Und wirkt einfach so, als wäre das Modell fertig. Oder als hätte man ein bisschen damit abgeschlossen. Und es ist nicht so in dem Work-in-Progress-State. 16:03, in 2 Minuten haben wir nur noch eine Stunde. Aber das hält mich nicht davon ab, schnell ein gutes Glas Wasser und einen Äpfel zu holen. Ja, und dann für den letzten Schliff fehlen nur noch Details. Und dort habe ich mit einem Gel ein bisschen Diamanten hervorgehoben, die sie hatten, zum Teil auf der Waffe oder euren Gürtel. Und natürlich Augen und solche kleine Mini-Details. Ja, 20 Minuten vorher fertig. Genau, und meine 9 Modelle sind fertig. Und wir werden sie jetzt nachher noch schnell im besseren Durchlauf sehen, wenn ich das Licht ein bisschen einstelle. Und ein bisschen bessere Position. Langsam wird es wirklich ein bisschen dunkel und mein Zimmerlicht ist einfach zu wenig gut.